Wie zum Henker können wir unser Deck bloß schneller machen? Ja, willkommen zurück, Freunde, bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Letzter Part, letztes Duell war ja wohl ziemlich, höflich ausgedrückt, es war ziemlich blamabel. Nee, das war nicht, das Deck war schon ziemlich stark und so. Trotzdem muss man was überlegen, damit das künftig nicht mehr so oft vorkommt. Also, ganz kurz nochmal unsere Karten durchgeguckt. Es tut mir leid, aber die Kanone muss leider weichen. Es ist einfach ein bisschen ein Speed-Hänger, Killer, wie auch immer. Und auch hier klonen. Ich meine, es ist theoretisch eine coole Karte, aber zum neue Karten zu spielen ist schon. Ja, da wäre auch für mich interessant. Das Problem ist nur, ihr seht schon, normaler Flipbeschwörung und dann kann sie eingesetzt werden. Das ist mir einfach. Im heutigen Zeitalter so rum ist es ein bisschen. Ja, sehr prekär. Also, weg damit. Sehr schön, was ich jetzt noch gerne machen möchte, ist mir gerade so eingefallen, so spontan, wenn wir schon mal dabei sind. Das ist auch ein bisschen schneller. Effektmonster, mal ganz kurz gucken. Ich habe immer noch nach Alphabet, das ist schon mal sehr gut. Jetzt noch ein bisschen schneller, nee, natürlich nicht. Und zwar auch bezüglich Speed und so, Support, will ich noch mal gucken, ob wir jetzt echt nur eine mystische Tomate haben. Das kann doch nicht, doch, wir haben nur eine. Wir haben nur eine beschissene mystische Tomate. Und die Frage, sollen wir den Deck nehmen oder nicht? Weil eine ist besser als keine, kann man natürlich denken. Andererseits, ja, weiß nicht so recht. Und mit dem raus für Riesentomate vor allem. Riesentomate rein. Ein davon. Ich weiß einfach nicht, Leute, ich weiß nicht. Geschützung kriege bei Kriegermonstern. Ja, das kann unter Umständen schon mal ganz cool sein, ganz stark werden. Das ist eine Stufe 5 Monster. Was nochmal mit Kriegern geht. Ich bin eigentlich echt auf ein bisschen Speed angewiesen, wa? Ach du Scheibenkleister. Yep, ihr seht schon meine Misere, nicht wahr? Es ist nicht ganz einfach. Zynischer Plünderer wäre natürlich eine Option. Wobei auch der ist ein Krieger. Brauchen wir eigentlich, weil natürlich der kann ganz gut mal eine Detour-Gefahr sein, also sprich Todeszielgefahr. Okay, kommt auch raus. Und dafür eine winzige mystische Tomate rein. Hä? Oh Mann, ey. Das soll besser funktionieren als beim letzten Mal. Da bin ich mal sehr gespannt. So, viele neue Karten drin. Alle sind raus. Mal gucken, ob wir jetzt gegen diesen Iris-Fratzen-Typ eine Chance haben. Ich meine, wir kennen jetzt den Deck ungefähr. War mit Fusionen, Zukunftsfusionen, mit dem Phantom des Chaos und so. Ach ja. Wenn dort eine gute Zauberkarte gewesen mit Seelenerlösung. Das wäre jetzt ganz genial gewesen. Da muss ich auch erstmal ziehen. Ach, wird schon gut gehen. Alter, was ist das für eine Power hat jeweils? Beim Regenbogen-Neos 4500! Ist ja mehr als so Blister Peiniger hat. Ah, du Scheibenkleister. 4 Zauber, ein Monster. Ja, servus dann. Natürlich, Zukunftsfusion. Okay, haben wir jetzt mal ein bisschen Zeit, um da was zu überlegen. Zum Beispiel noch mystischer Weltraum-Taifun und so. Natürlich kommt Elemental Stratos, wie könnte es auch anders sein. Ach, der gehört jetzt in ein Elementarheldendeck. Ich rufe Elemental Stratos. Ah ja, ist schon gut. Der ist für uns ja kein Unbekannter. Und du kriegst einen neuen Helden auf die Hand. Ja. Another Neos. Ein weiterer Neos-Typi. Okay, genug für seine Strategie. Ich weiß also, zumindest eine Karte auf der Hand hat. Oh, der könnte gerade sehr praktisch. Servus, Cyberdrache. Lange nicht mehr gesehen. Sei willkommen, alter Freund. Das war ja klar. Und tschüss, alter Kumpel. Verdammt, hey. So, Freund Revoltat. Natürlich ganz toll. Ich muss 2 Karten abwerfen. Der kommt mal weg. Was? Der brauche ich sicher noch. Der ist einfach ganz cool. Scheibenkleister. Ist doch nicht wahr. Verstärkung für die Armee. Der ist doch immer gut. Okay, weitere Synchro-Power kann auch nicht schaden. Dann mache ich es mal so und rufe den Plünderkette im Angriffsmodus. Und
Friedhof, dank einer besonderen Fähigkeit. Noch ein Monster, und zwar mein Gerümpel-Synchronisierer. Und jetzt, Freunde, ist Showtime! Die Rückkehr des Goyo-Wächters. Natürlich wäre Flammenwelle Urkis als eine Option gewesen, aber der Goyo-Wächter kann natürlich gegnerische Monster auf unsere Seite holen. Wenn der Gegner schon so starke Monster hat, so wie zum Beispiel Stratos und Prisma etc., dann wird natürlich schon ein bisschen versucht, diese auf unsere Seite zu ziehen, nicht wahr? So, dass man das noch nichts zum Kontern hat auf der Hand, man weiß ja nie. Goyo-Wächter vernichtet sein Elemental Stratos. Juhu! Du schaffst das, Goyo-Wächter, du. Und da verliert er erstmal 1000 Punkte und der gehört mir. Bams. So, im Effekt aktivieren wir natürlich auch gehen, weil ich glaube, das geht immer normal oder Spezialbeschwörung, genau. Kontrollierst, kann nicht mitgezählt. Okay, wird sowieso nicht gehen. Elemental, Schicksalsheld oder Böser helfen einen Deck und füge seine Hand hinzu. Alter, Stratos ist so mächtig. Ja, eine Art Evin 2.0, nicht wahr? Okay, es ist eine Karte verdeckt. Und bei dem Einzug. Das ist doch schönes neues Material für meine Synchro-Monster. Yeah, Mann. Synchro gegen Fusion. Ich will gewinnen. Ich hoffe zumindest. Ein anderer Neos-Typ. Ja, mit dir habe ich schon gerechnet. Ein oder Neos vernichtet seinen Elementarhelden Stratos, der ursprünglich mal meiner war. Ja, genau. Eine Karte verdecken wir einfach gar nicht, deswegen aktiviere ich mal Feuer des jüngsten Gerichts. Nur mal so sicherheitshalber. So, sehr schön. Das war zu erwarten. Oha, Neos ist auf dem Friedhof. Ist natürlich nicht so toll. Dann rufe ich noch Rose, die Kriegerin der Rache. Denn die Rache ist unser. So, als nächstes Katastor. Wenn jetzt mit so einer Fähigkeit oder Flammenwelle Urkisas zum Schaden zu machen. Ja, das ist die Qual der Wahl jetzt. Ja, kann ich so nicht. Machen wir es gleich richtig. Und da kommt der einzig wahre Flammenwelle-Urkisas. Back to the ring. Yes, Mann, jetzt wird's ganz krass. Flammenwelle-Urkisas vernichte. Elementarheld, ein Loderneos mit einer brennend heißen Flammenstoßattacke. Das ist ein wahrer Kampf auf Messerschneide. Und der ist auch hinüber. Gut, das können wir jetzt noch haben. Natürlich da bezüglich Phantom des Chaos. Nur hat halt momentan noch nichts Gutes auf dem Friedhof. Der Effekt zu kopieren geht sowieso nicht. Der Zukunftsfusion, okay. Und dann liege ich halt noch knapp vorne. Wäre irgendwie trotzdem lieber, wenn ich da irgendwie, naja, halt einen Sternstabdrache auf dem Feld hätte. Zukunftsfusion, auch die braucht 2 Runden, bis er kommt. Außer auch hier kann die Karten noch Feuer zerstören. Und da hoffe ich mal auf mein Deck. Was macht denn jetzt? Okay, was bringt der? Klar, kann Vincent Monster auf den Friedhof werfen. Ne, ist ja toll, aber hallo, ich habe da einen starken Flammenwelle-Urkisas. Jetzt Phantom des Chaos, aber was bringt denn das? Wollte eigentlich hier auf dem Feld statt auf dem Friedhof? Ist klar. Okay. Er will mich verarschen. Ach, verdammt. Köderpuppe, jetzt so geil zu aktivieren, ey. Egal, machen wir später mal. Jetzt greife ich an mit Flammenwelle-Urkisas Power. Noch 2 Runden Zeit, um ihn, naja, down zu bringen. Einigermaßen. Und die Zeit muss ich nutzen. Mit meinem Synchro-Speed-Deck. Naja, Speed vor allem. Natürlich in Anführungszeichen nur.
Wir wissen ja, unser Deck ist noch alles anders schnell, aber mit Köderpup haben wir zumindest mal eine geile Fallen-Auskonter-Karte. Oder Fallen-Konter-Karte. Nee, Anti-Fallen-Karte. Was? Keine Ahnung. Komm schon, eine verdeckte Karte, ich will Köderpup. Geht natürlich nicht, toll. Ist auch scheißegal. Ich muss Schaden machen, das ist vor allem jetzt wichtig. Der Weltraum-Typhon und Schüssel und Fusion haben mich natürlich sehr gefreut. Auf mein Deck ist Verlass, du. Und nun Flipbeschwörung, die Riesenbazille. It's Showtime, Freunde. Flammelokisas, Brennetizer, Feuerstoß. Und Prisma ist im Arsch und dazu auch noch seine Lebenspunkte. 3000, yeah, das zweite Maß ist bald über 4500. Ja. Da vielleicht noch etwa 5 Angriffe, bis dann ist sowieso schon down, also, naja, damit rechnen würde ich nicht mehr. Ich mach das ganz schnell, du. Okay, das Problem ist, er hat noch einen Regenbogendrachen auf dem, also Finsternis-Regenbogen auf dem Friedhof. Wenn er jetzt ein Phantom des Chaos ruft, bin ich am Arsch. Ja, oder macht so. Okay, kein Phantom des Chaos, sehr schön. Also nehmen wir es einfach mal an. Neos kann nur meine Riesenbazille vernichten. Mehr kann auch der nicht. Es sieht alles gut aus. Ja, Phantom des Chaos, wie gesagt. Können Regenbogendrachen kopieren. Für 4-1 Zug, 4000 Angriffspunkte. Macht 1000 Schaden bei mir. Flammelokisa ist halt im Arsch, okay. Natürlich doof. Aber es gibt Schlimmeres. Autsch! Und zwar das hier. Und nun gesellen sich zwei weitere aufs Feld. Es lebe die Riesenbazille. So, was ich jetzt noch gerne hätte, wäre... Yep. Endersynchron. Komm schon, liebes Deck, komm schon. Ich brauche Endersynchron. Gib ihn mir. Jetzt! Verdammt, ich es. Fast gleich gut. Den Dank Sangan kann ich Endersynchron gleich ziehen. So theoretisch gesehen. Aber egal, erstmal greife ich an mit Flammelokisas und das Duell ist sowieso gleich vorbei. Ja, dieses Chaos-Heldendeck, oder wie man das sonst immer sagen will. War schon ziemlich gut, keine Frage. Trotzdem hat ihn jetzt mal das Kartenglück verlassen und dann bringt ihm überhaupt kein gutes Deck mehr in der Welt etwas. Nee, dann ist alles für die Katz. Dann sind wir die Einzigen, die hier noch was ausrichten können. Riesenbazille vernichten! Auf die Knie mit dir, du Wurm! Tja, der kommt nicht wieder. Jemand will DPs. Sehr geil. Du. Endlich ist der futsch, ey, Alter. Willst du auch noch kämpfen, Kumpel? Oder wie sieht's aus? Kraftvoller Boden, will ich kämpfen? Wieso denn? Ich bin nur vorbei. Angreif aus dem Jenseits. Nee, geh erstmal hier rüber. Level 3, ich kann hier raus. Puh, das war knapp. Problem, ich komme nicht mehr durch. Nein, ich muss unten durch. Aber geht's bald auch nicht mehr. Hä? Also oben geht es natürlich immer. Och nee, du musst gegen Bolt 10 ankämpfen. Du musst den Weg irgendwie freiboxen. Na, ganz toll. Ja, ich muss oben vorbei. Es geht gar nicht anders. Scheibenkleister. Okay, Freunde, gehen wir halt oben durch. Oh mein Gott, Mist, Mann, ich bin besessen. Vergiss mich einfach und hau einfach ab. Nee, du stehst im Weg? Vergiss mich einfach, hau ab, ja, wenn du mir im Weg stehst. Du bist doch ein Penner, Mann. Übrigens, coole Frisur. Alter Schwede, da kann er keinen Helm, keine Basketmütze, nichts tragen, ist alles durchlöchert. Was für eine Scheißfriese. Naja, ist das ein Problem. Meine gefällt mir schon viel besser, obwohl der Schlumpf-Touch ist vielleicht ein bisschen übertrieben war. Voll blau. Wenn er mal ehrlich sein soll, aktuell, wie ich jetzt aussehe mit meinem Charakter hier,
Die blauen Haare stimmen natürlich nicht, aber eher so dunkelbraun bis schwarz, wobei mittlerweile eher blonde. Blond, dunkelbraun, aber ansonsten die Haarlänge. Okay, nicht ganz so nach oben, nicht wahr? Geht schon ein bisschen weiter nach unten. Und sonst auch von der Freundlichkeit, vom Lächeln, von der Haarmenge. Ja, eigentlich 1:1. Ach du Scheiße, was machen jetzt hier? Für den Synchro, Empfänger meine ich. Ich verwechsel es immer wieder mit Empfänger und Synchro, ist unglaublich. Okay, kriegen wir uns Angriffsmodus, eine Karte verdeckt und das war's das erste. Monsterbeschwörung, Axträuber. Cool. Glaube ich zumindest. Axträuber, vernichte sein Monster. Das ist fast schon so zu schade dafür, was? Achso, nein, ich wollte. Verdammt, ich dachte, wäre die Aktivierung. Ja, wäre die Aktivierung gewesen. Mann, das passiert mir aber öfters, Leute. Ganz ehrlich, das passiert mir echt öfters. Oh, das Normalo-Deck. Mal zu erwarten. Okay, liebes Deck, ich brauche ein stärkeres Monster. Kein Empfänger, wenn es geht. Das geht's nicht. Mein Deck verarscht mich. Köderpuppe. Tschüss. So, jetzt Deck zurück. Seht ihr das? Ihr könnt es nochmal einsetzen. Da ist die Karte fies. So, Ruf hat Rose, kriegen in der Rache im Angriffsmodus. Und für ist auch die zu schwach. Wird von normalen Monster platt gemacht. Das ist. Ich glaube es selber nicht, ey. Ich brauch dringend was. Du. Monsterbeschwörung, Kampfochse. Ja, ist klar. Und nun vernichte ihre Rose, die Kriegerin der Rache, Peaceman. Mit diesem doofen Zeichen auf. Wieso greift eigentlich überhaupt sie an? Sie hat doch mehr Angriffspunkte. Da macht er mir doch weniger Schaden. Das gibt keinen Sinn. Kampf. Naja, du mich auch. Oder ja, ein Krampf statt ein Kampf. Ja, okay, liebes Deck, wir haben genug gelacht. Es ist ja langsam Zeit. Gegen ein Monster. Für Synchro-Power, verstehst schon. Hier kommt die freundliche Wohltat. Bitte komm, das sind 3 Karten. Na, geht doch. So, werf mal die 2 hier ab. Nur für dann Sangan im Angriffsmodus. Nun wird's Zeit für eine kleine Synchrobeschwörung meines allseits bekannten Katastors. Tja, ich kann gleichzeitig noch die besondere Fähigkeit von Sangan aktivieren und kriege Monster auf die Hand. Tja, nehme ich mal, weil es sowieso jetzt das erste Mal wäre, natürlich die mystische Tomate. So, dann wollen wir doch mal. Katastor greift seinen Kampfochsen an und sein Minotaurus, mir ist scheißegal. Und tschüss. Sehr schön, muss man sagen. Setze ich noch 2 Karten verdeckt. Wieso könnt ihr euch denken? Und beende meinen Zug. Spielschwerer Sturm, spielschwerer Sturm. Spiel doch irgendwas. Lalala. Oh, die Klo, was kann denn der? Kann gar nichts. Normalmonster, hallo, kann nix. Oh. Ich hab nichts gesagt. Boah, bringt egal. Ey, das Finsternis. Moment mal, das Finsternismonster bringt gar. Oh. Achso, deshalb. Das Finsternis bringt so was. Autsch. Das war jetzt peinlich. Ein normales Deck macht mich platt. Ich glaube, es sagt. Ja, schön, sag mal, komm, reisender Tribut. Bist ein bisschen spät dran, Kumpel. Egal, jetzt mal Monster verdecken Verteidigungsmodus und wenn meinen Zug, wenn es so weitergeht, bald auch den Part. Hintersynchron. Natürlich hier schon was bringen. Ja, doch.
Gefressen Angreifer, ist klar. Zweiköpfiger King Rex. Ja, also ich fürchte mal, hier kann ich Straßen im Sternlicht eher nicht spielen, wa? Ist ein Wohltäterin? Nee. Sieht nicht so aus. Zeige dich, gefräßiger Angreifer. Wurstplünderer. Natürlich auch keinen schlechten Namen. Nee, ich will lieber mal die besonderen Fähigkeiten nutzen, meine Monster. Kampf! Naja, was für ein Krampf, ist mir schon klar. Jetzt zeige ich dir mal, was Effekte denn so drauf haben. Die Riesenbazille. Nummer 1. Kampf! Ja, ist gut. Ein Kampf ist krampfend so. Das tut doch weh. Und damit kommen 2 weitere. Und du kriegst den Schaden ab. So, müssen wir heilen, Leute. Vielleicht, wenn es geht, das Duell gegen Volten noch in diesem Part abschließen. 2, 4, 5, alles klar. Stufe 5, das ist doch krass. Wobei, jetzt wäre natürlich ein Plünder Cap noch ganz geil. Ja, Macht des Spiegels, na servus. Ich aktiviere erstmal die Riesentornade. Und blase alle Karten zurück auf unsere Hände. Also natürlich die verdeckten Karten. So, dann rufe ich mal Endersynchron im Angriffsmodus. Das wird jetzt eine nette kleine neue Synchronisierung. Synchrobeschwörung. Magischer Android. Und dein Monster geht in den Verteidigungsmodus. Was will ich denn da? Geht doch gar nicht. Was machst du da? Und wie das geht. Magischer Android. Vernicht den anderen. Was soll das? Was machst du da? Das ist unlogisch. Ja, ich will ihn halt verwirren. Nicht schlecht, Mann. Peace. Ja, du mich auch. So, wenn du mal futsch. Dann zum Abschluss des Parts sage ich schon, natürlich des Zuges. Jetzt noch 3 Karten verdeckt. Und beende meinen Zug. Ach übrigens, kriege ich noch 600 Punkte Bonus. Ja, mein Deck ist so immer Mann. Ich opfere ihn für Ushi Oni. Ja, Ushi, servus. Was macht denn die Ushi da? Nee, das lieber nicht. Gemeinsam sind wir stark. Okay. War natürlich auch der Toni, nicht wahr? Ushi! Wisst ihr was? Nee, kein Bock drauf. Macht des Spiegels! Und tschüss. Der Power-Bonus kannst du abschminken, du. Jetzt Außenseiters. Zweikampf im engsten Raum. Was? Zweikampf verdeckt, du bist dran. Okay. Mann, ich würde so gerne mal Straßen im Sternlicht spielen, aber irgendwie komme ich gar nicht dazu. Das ist doch voll übel. So, da ist noch eine Karte verdeckt. Vielleicht spielt er endlich mal schwerer Sturm oder mal einen ähnlichen Effekt. Und greift noch einmal an mit meinem magischen Androiden. Naja, noch 2 Mal angreifen und wir haben es geschafft, nicht wahr? Ey, was soll das Zoom? Dieser Zoom, der war doch unnötig. Du. Und 600 Punkte Bonus. Ja, ist mir eigentlich auch klar. Der gute alte Ushi Oni. Und noch eins, nö. Schrei der Untoten, noch Mensch, ey. Du nervst, Kleiner. Spezialbeschwörung. Ja, ist mir klar. Ushi Oni und den sowieso alles Oni. Ja, und jetzt?
Nein, das war nur eine Karte. Ach, du bist doch... Boah, ist klar. Auszeit. Der Typ spinnt doch. Tja, sacre bleu. Was mache ich jetzt? Wieso nur ein Monster? Mystische Weltraum-Taifun, ich glaube es auch. Hey, nee, kein Bock drauf, so wie ich ihn kenne, wird er sowieso noch ein normales Monster rufen. Ich könnte theoretisch auch den Effekt selbst aktivieren. Ja, und eine Variante. 13 Attribut, zerstört mehr als 2 Karten. Ach ne, wir gar nicht gehen. Obwohl. Der zwar noch mehr kann, die du kontrollierst. Achso, scheiße, ne, geht auch nichts. Okay, aktiviere erstmal Rücke des Kriegers. Und krieg dadurch Rose kriegende Rache zurück. Tja, und dann rufe ich sie im Angriffsmodus. Und dann Ushioni ist jetzt voll im Arsch. Rose, Krieger in der Rache. Angriff, vernichte Ushioni. Okay. Das ist jetzt aber ganz doof gelaufen. Kann natürlich schon, das Problem ist nur, wenn er nach meinem Monster zieht, aber nachher kein Schutz mehr. Natürlich ganz doof. In dem Fall, nee. Nee. Mach's direkt mal anders. Tja. Bloß die Frage, wie? Muss natürlich hoffen, dass er wieder ein Monster ruft. Och, Mensch, ist das wieder doof, ey. Ja, Leute, das gibt's doch nicht. Ja, weiß ich auch. Wieso eigentlich nicht? Achso, normales Monster. Ja, ist klar. Ja, ich glaub's auch. Was ist denn du für ein Penner? Ey, mein Deck schmiert gegen ein normales Deck, aber ich glaube, ich werde wahnsinnig. Da steht noch da ist eine Prima Ballerina, ist klar. Okay, Freunde, das war einmal voll peinlich. Also unser Deck passt immer noch nicht. Das ist doch... Mann, was soll das Ganze überhaupt? Wieso soll der Empfängermonster... Ich hab gar nicht so viel im Deck. Und ja, Straßen mit Sternlicht. Nee, kein Bock mehr. Straßen mit Sternlicht kann sie irgendwie auch knicken. Himmel, und Donner zu werden. Das sind mal ein paar überzogen. Nee, er macht sich sicher nicht mehr. Das ist echt zu doof. Was ist denn hier wieder mal los, Leute? Ich meine, ich würde es verstehen, wenn es ein super ultra mega Deck gewesen wäre, aber das war jetzt wirklich eigentlich ein schwaches Deck vom Gegner. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, natürlich kannst du sagen, bei 19 Monstern sind 6 eigentlich zu viele, aber ihr habt auch schon andere Situationen gesehen, da hat er plötzlich zu wenige und das ist... Nee, ist nie gut. Es geht sowieso niemals richtig auf, ey, das ist zum Kotzen. Sekunde sowieso ein Maschinenmonster, aber Stufe 1 nehmen halt praktisch. Sag ich mit Synchro-Deck aus, hier fehlt sowieso noch ein Monster, fällt mir gerade auf. Und dann noch 1 auf, tja, Level 1. Level 1, Quatsch, Stufe 2 natürlich. So ist das Maximum, da ist nichts Neues. Sternschutdrache haben wir auch alles. Ja. Den will ich natürlich noch. Also nicht den, wobei Stufe 5 wäre auch mal ganz cool. Jetzt haben wir schon genug Stufe 5 Monster, okay. Ja, nehmen mal ins Deck, wa? Formelsynchron. Dann haben wir schon diese offene Karte, da konnte das Synchromaterialmonster durchführen. Ja, klingt cool. Klappt aber nur, wenn wir auch halt noch. Oder, Moment mal. Konnte das Monster durchführen. Das heißt, es ist ein Empfänger, also theoretisch wird es immer gehen, wa? Wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Stufe 4 normale Monster auf dem Feld hätte.
Also Effektmonster natürlich, könnte ich auch mit ihm dann... Ja, das könnte klappen. Es wäre eine Variante, was man braucht eigentlich gar nichts. Eigentlich ihn hier, war ein Sterndrachen. Ach egal, Leute, wisst ihr was? Wir können jetzt nochmal ein bisschen darüber schlafen und so, was wir noch machen können. Weil das Deck braucht dringend nochmal irgendeiner Front ein Update. Ich weiß bloß nicht welches. Nochmal irgendwie Monster mehr. Natürlich, Monster waren ja sowieso noch ein paar gute mehr, aber... Ich sage aktuell schon ganz gut. Ich muss einfach bloß besser darauf achten, dass er da mit vielen Ausrüstungszauberkarten noch fightet. Und damit es so klappt und vor allem hier Straßensternlicht. Also, die Karte ist... Ja, wie gesagt, theoretisch geil, aber der Effekt kommt aber viel selten zum Zuge. Echt schade, Mann. Egal, bis zum nächsten Mal hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Bis zum nächsten Mal. Ciao.